SRF Audio. Vermummte Menschen ziehen durch die Stadt und randalieren, zünden Autos und sogar Häuser an, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Wir sind in Belfast. Es sind die heftigsten Krawalle in Belfast seit langem. Und auch wenn der Grund für die Ausschreitungen nichts mit dem alten Nordirland-Konflikt zu tun hat, die Menschen fühlen sich zurückversetzt. Reminds me of the bad old days, in a sense. The conflict in Northern Ireland. Well, yeah, these sort of things happened back then. Es erinnere ihn an schlechte alte Tage, sagt dieser Mann. News Plus will heute mit einer Historikerin herausfinden, wie die nordirische Hauptstadt so tickt. Diese Gruppierungen leben nach wie vor in ziemlich getrennten Stadtteilen. Das gilt vor allem für die Arbeiterwohnbezirke, die wir jetzt auch gesehen haben in den aktuellen Bildern. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. Dienstagabend in Belfast. Die Situation eskaliert. Hintergrund ist die Tat eines Mannes aus dem Sudan. Der sticht auf einen Nordiren ein, verletzt ihn schwer. Das Motiv bis jetzt unklar. Nachdem die Tat öffentlich bekannt wird, wird in den sozialen Medien zu Protesten aufgerufen. Da beteiligen sich rechte britische Politiker und auch Menschen mit Millionen Followern. Elon Musk zum Beispiel sagte, die Nordirinnen und Nordiren müssten das jetzt selbst in die Hand nehmen. Es gibt Demos und die bleiben nicht friedlich, erzählt der freie Journalist Peter Stoiber. Dann ist es am Dienstagabend zu schweren Krawallen und pogromartigen Angriffen gekommen. Es sind Häuser von nicht weißen Bürgern in Brand gesteckt worden. Randalierer haben gezielt Migranten ins Visier genommen und attackiert. Viele Menschen mussten evakuiert werden und teilweise sind Wohnungen ganz ausgebrannt. Die Randalierer haben auch Busse und Trams angezündet und Geschäfte geplündert. Also es waren schockierende Szenen und die schlimmsten Krawalle in Nordirland seit vielen Jahren. Die schlimmsten Krawalle seit vielen Jahren. Aber eben bei weitem nicht die ersten. Nordirland und Belfast im Speziellen hat eine dunkle Geschichte. Jahrzehntelang herrschte ein bewaffneter Konflikt. Wir schauen uns das nachher etwas genauer an. Die aktuellen Bilder, die erinnern viele Menschen an diese Kriegszeit. Und das, obwohl der Auslöser nichts zu tun hat mit der Kernfrage des Nordirland-Konflikts. Das sind jene, die sich zurückversetzt fühlen und leiden. Reminds me of the bad old days, in a sense. The conflict in Northern Ireland. Well, yeah, these sort of things happened back then. Shops closed early, people were going home early. Und da sind andere, die die Proteste unterstützen und die Motivation dahinter verteidigen. Er stehe voll hinter diesen Protesten, sagt dieser Mann zur Nachrichtenagentur AFP. Alle hätten das Recht zu protestieren. Er sei nicht einverstanden mit der Gewalt, niemand sei das. Aber man habe genug Gewalt gehabt in Belfast für 30, 40 Jahre. Bomben, Morde. Aber der Grund, warum sie jetzt auf der Straße seien, sei eben die Gewalt. Die Menschen wollten nicht in ihren Häusern sitzen, währenddem draußen Dinge passierten, die nicht passieren sollten. Nichts vereine die Menschen mehr als das. Da sind sie, die Jahrzehnte der Gewalt in Nordirland. Und mit den Gedanken an diesen Krieg und den aktuellen Bildern im Kopf hat sich auch News Plus Hörerin Corinne bei uns gemeldet. Ich bin Corinne. Mit einer Sprachnachricht auf 076 320 1037. Weil das ein Konflikt ist, der schon seit den 1960er Jahren in Irland stattfindet und eigentlich nie wirklich aufgehört hat. Und jetzt mit den neuesten Ausschreitungen in Belfast kommt das Thema natürlich auch wieder auf. Und ich würde mir wünschen, dass das mal alles ein bisschen ausgelegt wird und ein bisschen erklärt wird, weil ich glaube, ganz viele Leute hier in der Schweiz und auch schon in Europa haben keine Ahnung mehr, um was der Konflikt eigentlich geht und was der Ursprung von diesem Konflikt ist. Wir probieren deinen Wunsch zu erfüllen, Corinne. Allein kann ich das nicht. Darum habe ich telefoniert nach Irland.
Hauswedel. Von Hörerin Corinne zu Historikerin Corinna Ich Hauswedel. muss hier mal eben meinen Nachrichtensender ein bisschen auf Mute stellen, nicht wahr? Perfekt. Ja, aber Sie ist eine renommierte Nordirland-Kennerin und war als Friedensforscherin lange Zeit ganz nah am Thema dran. Heute ist sie pensioniert, lebt in Irland und pflegt auch Kontakte nach Belfast. Das nächste Wochenende zum Beispiel wird sie in der nordirischen Hauptstadt verbringen. Auch sie fühlt sich wegen der aktuellen Lage in der Zeit zurückversetzt. es erinnert an Bilder, die ich, muss ich ehrlicherweise sagen, als ich Ende der 90er angefangen habe, dort zu arbeiten, so schon nicht mehr oder nur noch aus den Medien, aus den Berichterstattungen kannte. Aber es sind natürlich Erinnerungen an die sogenannten Troubles, die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die Nordirland 30 Jahre lang gebeutelt haben. Und da ist es jetzt in dieser Folge Zeit, ein bisschen zurückzublicken. Der Nordirland-Konflikt ist natürlich sehr komplex, das haben Konflikte ja so an sich. Ich versuche trotzdem, einen kurzen Überblick zu geben. Ab 1919 kämpfte Irland für seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Wenige Jahre später kam es zur Teilung. Nur der Teil im Norden blieb im Vereinigten Königreich, das heutige Nordirland. Ab den 1960er Jahren haben sich dort dann zwei Lager einen bewaffneten Konflikt geliefert. Auf der einen Seite die pro-britischen Protestanten, auf der anderen die katholischen Nationalisten. Ein Kampf also zwischen jenen, die sich als Teil des Vereinigten Königreichs sehen, und jenen, die zur Republik Irland gehören wollen. Bis Ende des Jahrhunderts starben schätzungsweise 3.500 Menschen. 1998 dann der Durchbruch mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen. Die Waffen wurden zur Seite gelegt. Gewisse Gräben ziehen sich aber bis heute durch die nordirische Bevölkerung. Der jahrzehntelange Konflikt hat Belfast geprägt, sagt Historikerin Corinna Hauswedel, die eine Zeit lang auch dort lebte. Es ist eigentlich eine sehr schöne Stadt, muss man sagen. Eine Stadt am Hafen, eine Stadt mit alter Industrie, die inzwischen abgelöst wird durch andere, neuere Industriezweige. Und vor allem eine Stadt, die seit dem Friedensabkommen 1998 Stück um Stück in aller Vorsicht sich versucht hat zu verändern und diesen Friedensprozess des Zusammenlebens einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft, muss man sagen, die mit der Geschichte dieses Konflikts ja Jahrhunderte gelebt hat, zu überwinden. Und doch, auch wenn versucht wird, das alles zu überwinden, die Folgen sind bis heute sicht- und spürbar. Diese Gruppierungen leben nach wie vor in ziemlich getrennten Stadtteilen. Das gilt vor allem für die Arbeiterwohnbezirke, die wir jetzt auch gesehen haben in den aktuellen Bildern. Und zwar die protestantischen Wohngebiete haben wir gesehen zum Teil in Nord-Belfast. Da gibt es sogenannte Peace Walls zwischen diesen Stadtteilen, also ein Euphemismus, Friedenswälle, die die Stadtteile auch nach wie vor ein bisschen voreinander trennen. Aber der alte Konflikt, das, was wir an Benzinbomben und so weiter gesehen haben gestern, das ist nicht mehr der Alltag dieser Stadt. Zum Glück. Und auch wenn die Gräben sichtbar sind, gerade bei der jüngeren Generation seien sie nicht mehr ein so großes Thema, so Hauswedel. Die Jungen gingen zusammen in Pubs, feierten gemeinsam. Trotzdem ist die Stadt immer noch dabei, die Zeit des Konflikts aufzuarbeiten. Gerade diese Woche gab es wieder einen Prozess dazu in einem Mordfall aus der damaligen Zeit. Aber Belfast im Jahr 2026 sei nicht mehr dieselbe Stadt wie vor einigen Jahren. Die Stadt hat sich sehr verändert und sie hat vor allem auch Konsequenzen versucht zu ziehen aus ihrem Konflikt. Sie hat versucht, das Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Gruppen und vor allem auch das Hereinkommen neuer Fremder aufzunehmen. Es gibt eine, wie ich finde, sehr beachtliche Initiative, aufgrund einer zivilgesellschaftlichen Initiative Belfast zu einer City of Sanctuary, also einem Zufluchtsort zu machen für Fremde, für Asylsuchende. Das ist eine besondere, Ironie mag ich fast nicht sagen, der Geschichte, dass es jetzt in dieser City of Sanctuary diesen konkreten Gewaltausbruch gibt, ja. Sie sprechen diesen konkreten Gewaltausbruch jetzt an. Da geht es ja nicht
in erster Linie um die Kernfrage des Nordirland-Konflikts. Trotzdem... Überhaupt nicht. Genau. Nein, überhaupt nicht. Trotzdem muss man... Die gesamte Geschichte Belfasts, hat sie trotzdem etwas zu tun mit dem, was jetzt gerade passiert in Belfast? Gut, ich bin selber Historikerin und insofern professionell vielleicht etwas deformiert. Aber ich versuche, wenn ich mir Konfliktausbrüche, Gewaltursachen angucke, immer in die Geschichte eines Konflikts zu gucken. Und insofern kann man auch in Belfast, auch jetzt und heute und gestern in den Tagen, wie in einem offenen Buch lesen. Das würde ich schon sagen, ja. Belfast als offenes Buch und als Ort, in dem das Thema Migration im Moment für große Widersprüche sorgt. Die ganze Frage der Zuwanderung ist ja ein Kernthema der Mobilisierung von Emotionen, von Hass, Gewalt, aber eben auch von Solidarität. Ja? Und diese Widersprüchlichkeit, die ist im Augenblick sehr deutlich zu spüren in Belfast. Solidarität auf der einen Seite mit der City of Sanctuary, der Stadt der Zuflucht, aber Hass nach der schrecklichen Gewalttat auf der anderen Seite. Ein Widerspruch, den man so aber nicht nur in Belfast kennt, sagt die Friedensforscherin. Was die Menschen aber vielfach vor allem mit Belfast in Verbindung bringen, sind die Bilder, die uns in den letzten Tagen aus der Stadt erreicht haben. Sie erinnern an die blutige Zeit im Nordirland-Konflikt, der 1998 im Karfreitagsabkommen offiziell endete. Das ist dazu gekommen, weil die Zeit dafür reif war, weil die Menschen es satt waren, sich weiter der Gewalt auszusetzen, weil die Familien keine Lust mehr hatten, dass ihre Jugendlichen gegeneinander ins Feld ziehen. Und weil es gute internationale Umstände gab, um das in die Wege zu leiten. Da gab es viele gute Gründe für. Aber es ist fast 30 Jahre her. Und es ist ein mühsamer, langer Prozess. Aber ein Prozess, auf den die Nordiren stolz sein können. Corinna Hausvedell sagt, sie habe die Erfahrungen aus dem Friedensprozess in ihrer Arbeit als Friedensforscherin immer wieder hervorheben können, um zu zeigen, Konflikte lassen sich handeln. Frieden lässt sich vermitteln. Ich habe Veranstaltungen, Seminarkonzepte organisiert zwischen Nordiren aus beiden politischen Lagern zusammen mit Israelis und Palästinensern zum Beispiel. Ja, also die Frage, wie kommt man überhaupt aus so einer Gewaltsituation raus? Wie kommt man da auf einen neuen Pfad? Das sind wichtige Erfahrungen, die Nordirland eigentlich zu vermitteln hat. Ja? Und deswegen ist es jetzt auch so wichtig, diesen Kontext aktuell wiederherzustellen, den Kontext herzustellen und zu sagen, wir müssen aufpassen, dass nicht Wut und Hass, der eigentlich was mit sozialen Situationen jetzt in Nord-Belfast zum Beispiel zu tun hat, genutzt wird, um alte Familienemotionen wieder zu mobilisieren und auf einem vielleicht sogenannten fast ausgetrockneten, aber noch fruchtbaren Boden wieder neue Gewalt zu produzieren. Was Corinna Hausvedell da sagt, finde ich sehr interessant. Nordirland hat eine gewaltsame Vergangenheit. Und wenn jetzt wieder Gewalt aufflammt, besteht die Gefahr, dass auch irgendwann der ziemlich eingeschlafene Konflikt von früher wieder ausbricht. Man braucht also die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen, wie die Historikerin zu Beginn gesagt hat. Und auch wenn die aktuellen Ausschreitungen und der Nordirland-Konflikt an sich nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt, wie geht es weiter in Belfast? Wie blickt die Friedensforscherin in die Zukunft? Positiv. Positiv, weil es eben, sag ich mal, eine doch recht starke Zivilgesellschaft gibt, die versucht hat, aus den Erfahrungen dieses blutigen Bürgerkriegs, in dem ja immerhin, wir reden über eine Provinz von 1,5 Millionen, in der fast 4.000 Menschen gestorben sind innerhalb dieses Konflikts, ja, dass versucht wird aufzuarbeiten, dass auch die britische Regierung sieht, wo sie Fehler gemacht hat im Umgang mit dem Konflikt, dass die Iren selber in Dublin versuchen, ein neues Auge auf ihren nördlichen Teil der Insel zu werfen. Also ich denke, es gibt viele Voraussetzungen eigentlich für Positives. Und ich habe Gelegenheit am Wochenende mit einem der Leiter dieses City of Sanctuary, also dieser gemeinsamen Zivilorganisation zu sprechen und zu sehen, was die sich überlegen, um diesen Kontext zwischen Ausländerfeindlichkeit, Rassismus
und der alten Wurzel für Hass, wie sie das versuchen zu behandeln. Das wird sehr interessant sein. Aber ich blicke darauf, weil es diese Ressourcen gibt, mit alles in allem positiven Blick. Das war's für heute von News Plus. Am Werk waren Lea Sager, Silvan Zemp und Dominik Brand und natürlich auch ein bisschen unsere Hörerin Corinne, die sich diese Folge quasi gewünscht hat. Danke dafür. Und wenn auch ihr Inputs habt, 076 320 1037 oder per Mail newsplus@srf.ch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.